Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir erfahren, der Sieg durch die Reptide hat zur Folge gehabt, dass Lavos auf die Erde gestürzt ist als Komet. Also das haben wir nicht verhindern können. Und Lavos hat dann als Komet die Eiszeit ausgelöst. Das war die Zeitreisehöhle, die wir gehabt haben. Und da scheinen auch noch Leute zu leben hier. In der Terra-Höhle. Oh, da oben hängt auch noch ein Fels oder irgendwas an einer Kette. Aber ich mag mich vorher nochmal hier ab und gucke, ob man hier nicht möglicherweise noch was haben in den Bergen oder so. Ja, dass es irgendwo noch ein verstecktes Areal gibt, was ich nicht finde, vor lauter Story hinterher renne und so. Nö. Aber das wird auf jeden Fall ein tierischer Umsturz jetzt sein. Ja, und in dieser Eiszeit hat sich offenbar eine Hochkultur mit Magie entwickelt, die jetzt oberirdisch lebt auf schwebende Inseln. So, und hier in der Terra-Höhle? Da kommen wir nicht durch. Okay. Moment. Ich will hier nichts Ufersucht lassen. Also erst mal wirklich gründlich hier umgucken, aber an die Leder kommen wir nicht dran. Nee. Nee, okay. Gut, das war jetzt in Anführungszeichen gründlich umgeguckt. Es wird auch nichts getriggert hier. Hier können wir nur wieder in die Uhrzeit 65 Millionen zurückkehren. Dann sieht es wohl doch so aus, als müsste man nur zur Rampe und hoch. Und als müsste man auf die fliegende Inseln was erledigen. Also es ist auf jeden Fall die Hochkultur. Das hat wenig mit Technik zu tun, sondern hier ist wohl eher die Magie präsent. Okay, hier können wir... Doch, hier können wir rein, oder? Als was war das? Ah ja, als Landbrücke. Okay. Dann müssen wir tatsächlich da entlang. Und da kommen wir jetzt woanders wieder runter. Okay, gucken wir uns jetzt hier nochmal in der Eiswüste um. Ob wir hier in dem Gebiet möglicherweise noch was finden. Oder ob wir so auf die nördliche schwebende Insel kommen. Okay, da haben wir nur noch die Rampe. Und nochmal hoch mit uns. Ja, ist schon etwas komplizierter hier. Und jetzt sind wir... Achtung, wir sind... Ah ja, hier. Schön sieht's hier aus. Okay. Da kommen wir noch in eine Höhle rein. Da ist Kajar. Und ein Düstervogel. Ja, das wurde uns ja schon in der anderen Stadt gesagt. Das ist die magische Stadt Kajar. Wir führen Experimente für die Königin durch. Euer Kraft ist anascht. Seltsame Aura der Freundlichkeit umgibt euch. Wenn Solstein und Regenbogenmuschel kombiniert, können unglaubliche Waffen und Objekte hergestellt werden. Aber heutzutage hat nur der Guru vom Leben die Fähigkeit, Elementarmacht ist verboten. Ach, die Pflanzen sind so genügsam. Ich wünschte, ich wär's auch. Das Tiefsteinwasser, es erfrischt Leib und Seele. Immer wieder so Elementbuch, anscheinend der Winde. Im südlichen Kontinent sitzt der Sonnendorn, ein Solstein, Salomons Kraftquell von der Welt, hat sich da befunden. Aber als wir angefangen haben, unsere neue Energiequelle zu nutzen, wurde er versiegelt, genau wie der Nordpalast. Sie sagen, wir brauchen die Energie von dem alten Mythe-Planet nicht. Okay. Was ist mit dir? Abgesehen von seiner Schwester ist sein einzigster Freund die Dummkatz, welcher Sturm tobt in seinem Kopf. Dauernd laufen in letzter Zeit Janus über den Weg, er ist ruhelos. Königin Eifer hat zwei Erbe, Schala und Janus. Schala ist ein höchst sensibles Mädchen mit außergewöhnlichen magischen Kräften. Durch die Begabung wird sie ihr Leben spielend meistern. Ihr habt eine besondere Aura, verfügt ja auch über Magie. Oh, sie ist wohl primitiver als unsere. Ja, arme Wesen. Nett. Wie kamen wir zu unserer Fähigkeit, aber warum fehlen sie andere? Pff, wen kümmert's? Blöd, Mann. So. Schon ein bisschen Wasser aus dem Buch geholt. Diejenigen ohne magische Begabe, die Erdgebundene, haben immer unter der Wolke gelebt. Puh, Pech für sie. Alter, was für Arrogantlinge. Was ist hier noch? Der Seepalast liegt tief unterm Ozean. Es ist ein Machtsymbol der Königin. Der Palast ist die Quelle vom Licht, was Leben spendet. Lang lebe Königin Eifer.
Die Erdgebundene dürfen beim Bau vom Seepalast mithelfen. Sie sind also doch zu etwas nütze. Alter, was ein Arsch. Die Erbauung vom Seepalast verzögert sich. Ewige Palast unter der Welle. Großartiger Anblick, wenn er fertig ist. Tatsächlich, das große Flugschiff Düstervogel, was Balthasar gebaut hat. Die Luft sieht fast lebendig aus. Balthasar ist ein wahres Genie. Ja, das weiß ich, denn mein Lab-Charakter heißt auch Balthasar. Und natürlich ist das ein Genie. Was ist dann hier noch? Shalars Kräfte sollten die von ihrer Mutter bei weitem übersteigen. Jetzt auch ein Stiefbruder Janus. Er ist am königlichen Blut, besitzt aber kein Funke Magie. Nett. Und die Gurus vom Leben der Zeit und der Vernunft leben hier. Sie sind wahre Meister. Unseren Fortschritt von einer neuen Energiequelle zu verdanken, deren Macht die der Elemente übersteigt. Ein seltsamer Prophet kam in den Palast. Ich weiß nichts Genaues, aber er soll unheimliche Kräfte besitzen. Und du Kreatur, du Mutant? Na, der spricht wohl nicht mit uns. Was mit dir, Opa? Ich habe eine innere Tablette zur Verstärkung magischer Kräfte. Aber mal wertvolle Produkte verschwinden in letzter Zeit. Ja, wohl eins von den News. Es wäre typisch, nichts zu machen. Und? Ups, das ist nichts Wahrer. Dumm, ne? Die sind mal etwas unsympathisch hier, die Leute, muss ich sagen. Habt ihr gewusst, dass ein Soulsternmittel sonderlich wieder aufgeladen werden kann, aber das dauert Äonen, sodass wir den Glanz wohl nie wieder bestaunen dürfen. Und Guru hat Marcel uns gesagt, ein Soulstern kann die fast unerschöpfliche Energie von unserer Sonne speichern. Wird's aber verbraucht, so verliert er sein Glanz und verwandelt sich in einen Mondstern. Wasser beschwört Wind, Wind lässt Feuer tanzen. Wasser beschwört Wind. Und Wind wird Feuer tanzen. Okay, Wasser und Wind haben wir ja mehr oder weniger in unserer Gruppe Vertreter. Okay, dann gehen wir mal weg von der Arrogantling-Stadt. Die sind mir ziemlich unsympathisch. Ich kann verstehen, warum er ihnen die Magie genommen hat. Okay, dann gehen wir mal zum Düstervogel. Huch, was ist denn das für welche? Wer seid ihr denn? Alles klar mit dem Düstervogel? Alles klar, Sir Dalton. Natürlich ist es das, der Dappschädel. Ihr da, was macht ihr da? Aha, das ist also wahr. Prophet hat euer Kummer und den durch euer entstehende Ufriede vorausgesagt. Mal sehen, wie ihr die Situation handhabt. Ich hätte gedacht, dass ihr es mir so leicht machen würden. Meine Damen und Herren, ein Arschloch. Düstervogel ist das Symbol für den Fortschritt von unserer Kultur. Selbes Riesiges überhaupt fliegen kann. Okay, ich bin immer auf den Prophet gespannt. Wahrscheinlich ist es Magus. Irgendwie könnte ich drauf wetten, dass der Prophet Magus ist. Und da der ziemlich magisch begabt ist, wird der hier wahrscheinlich auch ziemlich gefeiert. Okay, also mehr kann ich jetzt hier auch nicht mehr machen. Dann gehen wir mal durch die Höhle hoch. Und gucken mal, was dann da abgeht. So, joink. Und wieder Etage hoch, bitte. Und, nee, das war dumm. Sorry, nochmal zurück. Schluck Wasser trinke. Ach ja. Das tut gut. Dann in den Königspalast. Gucken wir doch mal, was da abgeht. Hört euch nur die Musik an, die sind alle von Grund auf böse. Das ist der Palast der Königin, das Herz vom Königreich des Eifers und damit Zentrum vom Universum. Aber man ist ja gar nicht arrogant, ne? Die Königin hat zwei Erbe, Shalar und Janus, die sehr gut miteinander auskommen, wenn Janus nur andere gegenüber ein bisschen aufgeschlossener wäre. Der Amulett ist wie Shalars, aber es leuchtet nicht. Eventuell das von Male dann, ne? Unsere Energiequelle liegt tief im Meer. Jetzt, wo wir die genaue Lage gefunden haben, wird der Seepalast gebaut. Durch die königliche Halle kommt man in den noch unfertigen Seepalast. Also ein paar Schlagworte haben wir ja mal schon mal gehört. Der wandernde Prophet ist erstaunlich, als er Weissagungen sind Wahrwacher. Als er in die Zukunft gucken kann, unheimlich. Ja, wenn einer gute
Kenntnis von der Vergangenheit hat, dann kann er natürlich schädende Leute hier die Zukunft voraussagen, wenn er aus der Zukunft kommt. Werden aber die Rückenkratzer. Sicher doch. Ah, danke. Ah, da hast du. Danke. Du kennst die Kratzstelle der Nus. Okay. Was das seltsame Kleider, ihr müsst Reisende von weit her sein. An der Tiefsteinquelle könnt ihr euch von eurer Reise erholen. Sura, mögt ihr Pflanze? Ja klar. Oh, ihr seid wie ich, aber die Königin hat mir befohlen, den Baum, den mir der Guru vom Leben gewahrt, zu verbrennen. Er hat gesagt, seinen magischen Baum mit der Kraft unserer Umwelt zu retten. Was mache ich damit? Ja, Pflanze ist doch heimlich. Ihr habt recht, die Königin hat zwar befohlen, aber der Guru vom Leben hat ihn mir gegeben. Ich bin liebevoll Pfleger und am Endtag rettet das sicher die Umwelt. Gucken wir doch mal, wie das in der Zukunft aussehen wird. Ich hätte aber jetzt eigentlich auch ganz gern wieder Ayla weg und hätte stattdessen ganz gern wieder Maler bei mir im Team. Jetzt mal einfach mal so zwischendrin. Ah, da können wir nicht speichern. Okay, aber ich mag einfach Maler wieder im Team, aber die dämliche Ayla mag ich nicht dabei. Aber hoch, jetzt ist der Grünwoche. Ja, ich kratze auch gerne nochmal die Rücke. Das ist wieder dasselbe Dialog oder Monolog. Okay. Und was sagst du, Opa? Prophet ist neu hier, aber die Königin vertraut ihm, als er Weissagung eintreffen. Das ist ein Wanderer und er kommt weder zu uns, erleuchtet noch zu der Erdgebundene. Ich schätze doch wirklich mal, dass das Markus ist. Habt ihr gewusst, dass Balthasar der Guru von der Vernunft geheime Räume in Enhasa und Kajar gelegt hat? Nö. Das war mir allerdings nicht bewusst. Auch die Königin oder die Gurus noch eine Mammon-Maschine aus dem Seepalast unter uns gesagt. Ich glaube allerdings nicht, dass er viel Zeit für euch haben wird. Na, schauen wir doch mal, was die sagt. Dalton, der königliche Berater, kümmert sich um den Seepalast, bis ein wandernder Prophet abgelöst hat. Meideten, er ist missgelaunt. Auf Fertigstellung vom Seepalast wird das Reich ewig wäre. Und es wird weder Furcht noch Trauer geben, nur ewige Friede. Na, wenn du das sagst. Königin muss viel Kummer und Schmerz erlitten, aber doch ohne Schmerz kein Gewinn. Ach, das Reich zeugt davor. Ja, geht's ins Schlafzimmer. Okay. Das war's. Schala. Oh, du bist zurück, Janus. Stimmt etwas nicht? Der schwarze Wind. Du fühlst ihn also ach? Mach dir keine Sorge. Jetzt nimm das. Was ist das? Es ist eine Art Talisman, mit mir etwas zustehen sollt. Werde dich beschütze. Ich wünschte, ich könnte immer für dich da sein, aber die Mama hat andere Pläne. Sie ist nett, unsere Mama. Sie hat ihr Gesicht, aber ihr Wesen ist verändert. Trotzdem kann ich nicht. Janus, es tut mir leid. Verzeihung, Hoheit. Also, Verzeihung, Hoheit. Königin verlangt ihr sofortiges Erscheinen im Seepalast. Natürlich. Allah, Janus, ich mache mich auf den Weg. Oh, wer mögt ihr sein? Fräulein Schala, bitte beeilt euch. Kommt ihr zu spät, wenn er bestraft. Oh ja, Entschuldigung bitte. Und du? Haut ab. Okay. Der arme Kerl. Der scheint wohl auch wirklich als einzigster zu checken, was hier abgeht. Und dass wohl der Berater die Königin irgendwie auch manipuliert. So. Schalas Amulett wird aus demselben roten Stern gemacht wie die Mammon-Maschine. Wenn sie singt, leuchtet die Amulett. Ah, roter Stein. Das ist auch das Zeug, womit man das Masamune repariert hat, was nur 65 Millionen vor Christus noch existiert. Und hier? Oh, der macht mal auch Platz. Die Aura vom Prophet ist voller Schmerz und Hass. Er wird sich selber zugrunde richten und alle, die er liebt. Weiter nördlich ist die Halle von der Mammon-Maschine. Lavas unglaubliche Energie durchdringt sie. Oh. Das heißt, die haben Lavos als Energiequelle und Perpetuum mobile angezapft. Wenn er die Mammon-Maschine sehe, ja klar, dachte ich mir, er fühlt ja Lavos mächtige Kraft. Ach du Scheiße. Das ist ja aber amok geil gemacht hier. Wenn die Mammon-Maschine des Seepalast gebraucht wird, können wir Lavos noch mehr Energie entziehen. Das höchste Ziel von ewiger Liebe ist nun in Reichweite. Allmächtige Königin, unser Königreich des Eifers wird ewig blühen. Das ist die Energiequelle, die Mammon-Maschine sammelt Lavas unendliche Kraft.
Ja, und Mammon steht auch für Völlerei, nicht für Völlerei, steht ja auch für, ja, für Geld und für Gier. Zur Kontrolle von der Mammon-Maschine braucht man genügend starke Magie, um Energie zu extrahieren. Die 3 Gurus haben die Mammon-Maschine aus dem roten Stein der Königsfamilie gemacht. Melchior, der Lavos intensiv studiert, war mit den Plänen betraut, aber dann ist er verschwunden. Tja, Melchior, den kennen wir ja noch. Das war der Schmied, den wir aus dem Mittelalter kennen, beziehungsweise aus unserer Zeit 1000. Melchior, der die Pläne von der Königin in Frage gestellt hat, ist verschwunden. Denkt ihr auch, was ich denke? Nachdem die Mammon-Maschine fertig war, hat sich die Königin über Nacht gewandelt und hat uns gesagt, egal wer sich hier entgegenstellt, verschwindet. Und nicht nur die Erdgebundene. Oh oh. Das klingt aber überhaupt nicht gut. Aber es ist so geil gemacht hier. Das hat echt schon was. Aber ich kann nur leider nichts dran machen an der Maschine. Eventuell hätte ich hier Luca gebraucht. Ich kann es doch nicht sagen. Aber schauen wir mal. Wie geht's zur Königshalle? Die Erde lebt und wandelt sich im Laufe der Äone. Aus Ebene werden Gebirge und aus Gebirge Ozeane. Man könnte den Weg finden. Das heißt, wenn man ganze Zeit halt im verbotenen Palast oder im Sonderdorn ausharren wird. Okay, mir folgen mal Schala. Ah! Das sind diese Dinger durch mysteriöse Kraft versiegelt. Und das Amulett kann es wohl öffnen. Jetzt sind wir endlich mal in der Lage, hier so Dinger zu öffnen. Hoffe ich doch. Niemand darf eintreten, wenn die Königin sich im Seepalast aufhält. Der Amulett, das sieht ja aus wie Schalas. Ich habe gehört, wenn Schala mit der Mammon-Maschine spricht, beginnt die Amulett zu leuchten. Um die Idee von außen zu öffnen, bedarf es ein Amulett, was dem vom Schala gleicht. Der Amulett, das sieht ja wie Schalas aus. Okay. Und? Genau wie wir gedacht haben, sie rührt sich nicht. Bloße Tür hält uns Hand, Füß und Zunge gebunden. Dann müssen wir anscheinend nochmal zu der Mammon-Maschine. Gucken mal, ob man das Ding nicht aufgeladen kriegen. So, nochmal rein mit uns. Und. So, jetzt haben wir. Und. Sehr schön. Jetzt ist es wohl aufgeladen. Ich hoffe, damit kann ich jetzt all die Dinger aufmachen. Und jetzt weiß ich wohl auch, dass das die Kultur war, die hier die Dinger gebaut haben. Lassen die uns überhaupt noch durch hier, die Viecher? Wie es wohl um alte Menschen geht. Menschen sind seltsam. Ah, das sind dann wohl diese mystischen noch. Okay, so, jetzt aber. Nala. Ich hoffe, damit kommen wir auch in alle andere Zeiten durch die ganze mysteriöse Dinger. Jawohl, geschafft. Was ist die nächste Prüfung, Mark? Oh. Oh, oh, oh. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Euer Majestät, das sind die Übeltäter, von denen ich euch gewarnt habe. Wie könnt ihr es wagen, euch mir zu widersetzen, ihr fremde Schlimmerherzig-Gurus? Arme Narre, Dalton, macht ihr das? Gern, erlaubt mir. Golem? Das ist nicht gut. Oh, das sieht aber auch ein bisschen Panne aus hier, der Golem. Na gut, dann geht's da gegen den Golem. Eisenorb, nimm 50% LP. Alter, du Sau. Okay, dann gibt's erst einmal hier für dich einen Donnerstab auf die Schnut. Und dann gucken wir mal, wie er auf normale Attacke reagiert. Oh, das hat was abgezogen. Kopiervorgang, kopiert Gewittertag. Du Drecksau. So. Okay. Okay, das ist nicht so gut. Belebung. Und ein Tonic Medium auf Maler. Ich hoffe doch aktuell, ja, wollte gerade sagen, der aktuelle LP.
Chrono. Ach du Scheiße. Okay. Der ist doch härter, als er aussieht. Der ist doch echt wesentlich härter, als er aussieht. Ich habe gedacht, der ist nicht so besonders kräftig, aber mittlerweile robbt er ja ordentlich was weg. Okay. Das war jetzt er. Armer Glenn. Okay. Das ist ja echt nur übler Scheiß. Glenn. Am Eiswasser, ihr beide. Gott im Himmel. Also der ist immer richtig heftig hier, der Golem. Kopiert Wassertech, na toll. Belebung. Also viel haben wir da jetzt nie übrig. Na klasse. Wir können ständig nur die Leute beleben. So. Frog. Wahrscheinlich war es das jetzt mit ihm. Ja, natürlich. Scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Chrono. Wir brauchen eine Belebung. Maler, mach doch mal Kraft auf dich selber. Also du bin ich hier wirklich nur noch am Heiler. Schlag mal zwischendurch einmal drauf. Kopiert physische Angriffe, na toll. Du machst jetzt mal eine Heilung auf uns alle. Und du machst jetzt nochmal Kraft auf Chrono, bitte. Lass mal wenigstens ein bisschen noch was aushalten. Haut drauf. Kopiert physische Angriffe. Das ist wieder das, was ein One-Hit macht. Toll. Mann. Ist das ein Saukerl. So. Und toll. Wenigstens geht's dann nochmal zurück auf die Schnut. Du machst bitte nochmal heilen. Und dann werde ich eigentlich ganz gerne mal warten. Ich werde gerne Male nochmal wieder beleben. Und dann, wenn möglich, so ein Donnerstab. So. Oh Mann! Wie ätzend! So, heil ihn. Dass diese Scheißvieh hier so richtig übel reinrotzt. Wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Trick, den ich nicht kenne. Um das Mistvieh mal richtig zur Sau zu machen. Aber ich habe den Trick nicht rausgefunden. So, jetzt kümmert euch um den Scheißkerl. Hopp. Ich habe die Schnauze voll von einem Scheißvieh. Hopp. Und richtig drauf auf die Gosch. Dann machen wir ruhig dein Eisenorb. So viel kann das eh nicht mehr abziehen. Dafür geht's auf die Gosch. Wir lassen jetzt mal in ihrem Todeszustand. Na toll, natürlich. So, euch beide brauche ich. Das ist jetzt scheißegal hier mit dem Zeug. Komm. Nein! Du Scheißtyp! Mann, du verkotzter Rotze-Golem mit deiner ekligen Schnut auf deinem Ranzer. Und nach einer Scheiß-Belebung. Ey, das ist doch unmöglich, dieses Kotzevieh hier fertig zu... Alter, fick dich doch ins Knie! Du verschissenes Trotz-Conehead-Fuckvieh! Mann! Scheiß Riebestier! Mann!
Und mal immer diese Kotzekugeln, ja fick dich doch ins Knie. Stinkiger Rive-Stier. Das war überhaupt nicht möglich, oder was? Na, hätte man das gesagt, dass es nicht möglich ist, das Biest fertig zu machen, na gewunner. Habt keine Angst, er wird nicht sterben, zumindest nicht gleich. Zu gegebener Zeit, wenn er uns auflegt, er leidet zu beenden, was er köstliche Zerstreuung das uns bieten wird. Was ist da bischi Kuh? Ey, hätte ich gewusst, dass ich das Vieh nicht besiegen kann, wäre das Essach gewesen. Rieche Hals wie Keksdose wieder hier. Alter. Idiote, was wärst du, Schala? Befreien, Masse. Ja, das ist eine gute Idee, wenn sie einen Kumpisch geliefert. Macht ja mich keine Sorge. Es kann ihnen gelingen, die Gurus zu retten. Also das finde ich jetzt, so fühle ich mich jetzt tierisch verarscht, dass ich hier diesen scheiß Golem überhaupt nicht besiegen konnte. Und ich habe trotzdem gekämpft wie ein Blöder. Seid in Ordnung, schnell, flieht aus dem Palast. Wenn ihr könnt, finden bitte Melchior. Er wird zum Berg von der Sühne geschickt, weil er sich die Königin widersetzt hat. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Okay, weißt du. Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Eure Einmischungen sind ermüdend. Ihr müsst verschwinden. Das dürft ihr nicht. Halt. Oh. Gut. Ich war schon so. Aber dafür, wenn ihr kooperiere, Schala. Nun, zeigt mal, wie ihr herkommen seid. So seid ihr also herkommen? Schala, nachdem ich so high geworfen habe, versiegelt ihr das Portal. Nee, ihr könnt mich nicht zwingen. Ihr horcht, oder die Eidringlinge sterben. Also gut. Beziehungsweise allerhaupt. So. Fort. Und versiegelt. Trotzdem, dieser Scheiß-Golem regt mich echt auf. Also das fand ich echt gemein, dass ich da überhaupt eine Ziege konnte. Und ich habe trotzdem gekämpft wie noch was. Bitte vergebt mir. Okay, also diese Scheißwelt ist für uns jetzt erstmal verschlossen. Und wir kommen jetzt wo wieder? Ah ja, wir kommen wieder in der Uhrzeit raus. Okay. Warum hat der Prophet uns gehen lassen? Wo hier ist Markus gegangen? Er darf nicht kommen. Moment, das Symbol für der, die das Amulett geöffnet hat, sagt mir etwas. Jo, genau. Müssen wir wieder 2300 nach Christus jetzt hier. Nicht nur da, ja. Hier ist ein seltsames Emblem eingraviert, es ist durch die Oberkante die Kraft versiegelt. Ja, jetzt dürfte man in der Lage sein, all die Dinger zu knacken hier. Ach, die Truhe. Gucken wir mal nach, Chrono. Alle hopp. Aber das würde ich sagen, machen wir dann morgen. Boah, Alter. Erst einmal dringendst in die Unterkunft rein. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wo wir das alles untersuchen werden bei Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Die Siegel brechen, genau. Das machen wir dann morgen. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.